Bon, die Herren, die Damen, merci einerseits, dass da als Invitation no kommen sieht, die wir gestern rausgeschickt haben, die wir sicher rausgeschickt haben. Es wird eine Sitzung, die wir gestern noch hatten mit dem Arbeitsminister für über die zwei Hauptthemen zu schwätzen, die an meiner Kompetenz liegen, respektive an der Kompetenz von den Kollegen hier und drin. Wo es darum gegangen ist, einerseits über den Projekt zu schwätzen von der Retraite partiell kombiniert mit einer Arbeitszeit partiell, respektive über den Reklassement. Ich will vielleicht direkt von vier raus sagen, dass ich der Presse will auf jeden Fall merci so, wenn man hauptsächlich was das Reklassement belangt, sind wir immens unterstützt gehen und das wird auch dementsprechend seine Fristen auch gedroht. Ich gehe vielleicht mit dem ersten Teil aufhängen mit der Pension partielle, kombiniert mit dem Temps de Travail partiel. Ich gehe nicht an alle Details, weil noch nicht gerade ganz ausgefeilt ist. Und da sind noch die einen oder die anderen Elemente, die müssen noch durchdiskutiert gehen. Aber vielleicht die Hauptforderung, die sich definitiv durchgesetzt hat, muss ich wissen, dass das eine langjährige Forderung ist vom OGBL. Wenn auf dem europäischen Niveau, respektive auf dem nationalen Niveau der Patronatsverbände immer so, dass die Leute müssten lang arbeiten gehen, respektive müssten ihr Aktivleben verlängern. Da wäre doch für uns eine von den Möglichkeiten für zu sagen, da muss man auch können so ein Projekt durchsetzen. Und das Projekt wird sich vor allem auf zwei Hauptpunkten basierten sich, also es darum ging, für vor allem ein Recht zu kreieren, das heißt, dass ein Droit hat, für können halbtägig, als Beispiel halbtägig oder temps partiel, können zu schaffen und an engem können seine Alterspension zu kreieren. Hier ist ein klarer Text von den dann mit 57 Jahren auf 40 Jahren effektiv kotisiert Jahren oder mit 60 Jahren mit den 40 Jahren effektiv kotisiert plus die Komplementärzeiten. Was sind Komplementärzeiten? Das sind zum Beispiel Studienzeiten, das sind 6 Jahre pro Kant, wenn in der Kant kriegt, 6 Jahre, wenn ihn abgehandelt wird. Das sind sich Anwaltschaftszeiten für das Recht auf eine Pension zu kriegen, die aber finanziell an einer Pension nicht unbedingt etwas ausmacht. Und aus dem Grund haben wir auch gemerkt, dass es vielleicht das in einer Weise so ist, für die Leute eine Möglichkeit zu geben, für die Perten zu kompensieren. Was wichtig war auch an dem Kontext, dass für die Rechte zu kriegen, muss ich in den Artikel herausholen, die sieht, wenn man eine freizeitige Alterspension hat, dass ihn dann den Arbeitsvertrag automatisch verliert. Das ist an diesem Projekt vorgesehen, dass man den nicht verlieren. Das heißt, den Artikel kommt nicht d'office erkraft, eine Prozedur, die am Gange sind, zu finalisieren, für dass ihn das kann aufruhen, aber nicht d'office hält der Kontrakt ab, von eine freizeitige Alterspension zugesprochen ist. Die Rechte, die wir hier kriegen, um Droit du Travail, als für allem für Betriebe ab 25 Salarien, an die unter 25 Salarien, das gedenkt fakultativ ein Recht, das heißt, da wird es meistens auf Common Accord abgebaut für die Betriebe, die dann aber breit wären für so etwas zu machen, dann auch dementsprechend können das aufrufen. Dann haben wir eine Disposition nach Trageset, die für uns wichtig ist an Schmengen für Salarien, die das machen. Auch wichtig ist, dass aktuellement, wann es geschafft hat, an schon einen anderen Platz fand, dann ist die Pension, die ist immer stehen geblieben, die ist nicht weiter dynamisiert. Das ist die Berechnung von der Pension, ist nicht weiter dynamisiert. Ich kann heute nicht die ganze Berechnungssystem, und der wird sowieso nicht froh mit mir, wenn ich von Hand bis 4 erklären. Wir können eine Disposition am Gesetz, die heißt von den 55 Jahren oder 39 Jahren Dienst,
wann den du no weiter opschafft, dann hast den Majoration proportionell deget 0,01 opgedrängt werden man so das Peanuts die 0,01 nee das net Peanuts weil die 0,01 gëtt berechent Mol die feiert Joer Gehalter Joersgehalter die der krit huet also mcht het schon net be an ha mat Tronbrot fir ze so de Prinzip muss och können bei der Retrait partiell mat der kombiniert mat dem temps partiell muss bestoe bleiben. Den Prozentsatz aus dem Moment bei dem man arretiert hun bei 0,02 an net 0,01 och do sind nach Diskussionen am gang. Dat heißt, a partir du moment wo wo Gesetz dann durch ist, hoffentlich bringen sie nach rund 4 Wahltermin, dass dann effektiv Leute können soen ich gin lo reduziere meine Arbeitszeit an ich kreen a Konterpartie Pensionioun dobei an ich kontinuieren a kotisé bis 65 kann ich bis 65 goen, aber mat 65 op muss awer dann Gesamtpensionioun muss ich noch fëssen, dat no 65 kann ich weiterschaffen, wann ich will und kann dat Dubel zu gut verdienen niewen der Pensionioun, dat huet kein Impakten een op den anderen. Zum Reklassen. Ich Blatt verdeelt. Ich fand immer méi flott van den noch zuelen. Wist du kikrit? Ja? De Reklassementsgesetz as een extrem wichtig Gesetz aktuelle Marsch gin net an all die Zuele mé la man just die Hauptzuelen 2016 als een totaal von 1750 Salarien durch Prozedur vom Reklassement gang. Die auch décidéiert gesehen, wo décidéiert gin as sind 742 an der Reklassement extern an 697 an der Reklassement intern. Dat dann hat sans objet irrecevabel, dat kun der Roeg und Blatt no gucken, wat do décidéiert gin fir 2017 hummer 1908 Salarien, die durch Prozedurgänge sind, an die auch reklassiert gesinn 803 an der Reklassement extern, an 662 sind an den Reklassement intern ragen. Vielleicht eng Mini-Parenthese wie die Mathe net so schon kennen. Reklassement intern hecht Person gëtt am Betrieb reklassiert man enger Arbeitszeitreduktion oder man enger Adaptation du Post an etc. Reklassement extern hecht am Prinzip de Kontrakt seste plein droit bleibt nämlich bestoen an op der anderen Seite kriegt den dann eng Form von Indemnité de Chômage respektiv kann en bis an d'Indemnité professionell d'attente goe wo ich fährt op de zurückkommen fir Stein enkeier ze erklären. Aktuellement die an enger Indemnité d'attente sind oder an der Indemnité professionell d'attente sind, dat sind der an total 3500 an ning. Dat heißt, dat die Leute die waren lo schon entretemps EU am Chômage, respektive EU an half, respektive 24 Meint. An rich no dem könnt Indemnité d'attente aus der Daltgesetz, dat 2016, Indemnité professionell d'attente aus dat Neidgesetzzenter 2016 war en vigueur ass. An vun denen 3500 an ning sind net 1835 Residenten an sind 1674 Frontalien. Ich will just daran erinnern, dass das Reklassementsgesetz als das einzige Gesetz, das am Endeffekt de Chômage bezielt, für die Grenzgänger von Lützeburg aus und denen Leute. Vielleicht kurz Historik, ohne viel an Detailer zu gehen, aber vielleicht just daran erinnern, wo ihr kennt das Gesetz vom Reklassement. Sich könnt das von einem Urteil von der Cour de Cassation von 1996. Eine Affaire Till, wie sie genannt wird, die aber derzeit, da ist ganz viel Kapzerbrechens gemacht wird als OGBL, weil man de no konfrontiert gesehen
mat enger ziemlich schlimmer Situation, wo Leiit ball alle Götten invalide Pensionen refuséiert krit hunn, mam Resultat, dats no Gebäldezeit Lunge bei 500 Dossien, die op den Sozialgericht gange sinn, a Bemol Umeis mat 4.000 bis 5.000 Dossien ëmgesinn Conseil arbitral, Weltleit effektiv keng invalide Pension zougesprach hunn. Wat huet den Nøtel gesot, mat den Nøtel huet sech den Artikel 187 vun der Invaliditéit nei definiiert. Mit du huet den Richter am Endeffekt eng Definiioun gemer, wat dreng op den physischen Niveau fir dech ernstnecht zu erklären, fir d besser zu verstoen, wann en als Beispiel an Iwwerdriven no Express eng Botsfrei hëlt, die mat de Kanal Carpien opréiert gin ass, dat hicht ha an den Gelenker, déi kann am Prinzip nimi Botsfrei spillen, weil se kein Kraft mehr huet, weil ze toch schon nimi gedréint, sie kann noch nimi mat enger Vibre schaffen an etc. Me sie kennt an der Philosophie vun dem Urteil, kennt ze zum Beispiel Iwwerdriven der Velo Express, kennt ze direkter vun der Bord spiel. Gët aber net geguckt, wat sind Kapazitäten von der Person respektiv intellektuell Kapazitäten an anderen. Dat huet dann dazu gefordert effektiv, dass man dann ganz viel Refus krit hun von der Demande von der Pension d'invalidité, bis dann an der Diskussion vom Renten des Antripartit, die derzeit stattfand huet, dann endgültig dat Gesetz iwwer d'Incapacité de Travail et Réinsertion professionnelle 2002 an Liewen grofginnners. Von der Grundphilosophie war net schlecht Gesetz mit hat mensch net lang genug Zeit fir matuert Gesetz zu gehen, all Detailer zu gucken, dafür se doch schon 2004 einkeier geändert gin, das 2005 nach enkeier modifiiert gin. Den 4. März, weil dat Zreckgehalle war als den nächste Bilan von der Inspektion General von der Sécurité Sociale op den durchgelöst gin. An den 25. Juli als Gesetz adoptéiert gin, wat den 1. Januar 2016 dann definitiv a Kraft getruden ass. Dat ist war 4 Kraft, mit das 2016 dann enkeier modifizeiert gin mat naval stark Elementer dran. Von 2016 1. Januar 2016 sind wir mat ganz dramatische Situationen pummer konfrontiert gehen, weil das Gesetz nicht alles am Endeffekt aufgedeckt wird. Von den großen Problemen, die Eis ganz viel Kopfzerbrechens aktuelle Moment, als die von einer Person, als Beispiel eine Person, die krank gemeldet ist, viel lang, geht bei der Kontrolle medikal, und da sieht die Kontrolle medikal, und du was du abt au Travail, für was, weil er guckt, der Marché General. Und da seht ihr, du bist ab für den Zurück auf der Arbeit. Und da geht dann normalerweise bei den Médecins du Travail gerufen, und der Médecin du Travail stellt aber fest, dass du nicht mehr an den Job kannst schaffen. Was den positiven Effekt war von 2016, ist, dass der Médecin du Travail 2016 auch Trash gekriegt wird. Wir können eine Kommission mixte Reclassement zu saisieren, aber nicht en vue von einem Reclassement intern, das ist nicht mehr am Betrieb. Und für das das kommt machen oder kann machen, muss die Person eine Anciennität von 10 Jahren auf einem Post à risque. Das ist all die anderen Leute, die diese Konditionen nicht erfüllen, wenn die Leute mit du Travail gesagt, ich kann das nicht an der Reclassement gehen. Das Kontrolle medikal hat mich zu saisieren, wird aber in vielen Situationen nicht gemacht. An der Diskussion, die wir gestern mit dem Minister, die wir schon am Vierfeld doch hatten, als gestern am Prinzip zurückgehalten ging, dass erstens die Konditionen von denen 10 Jahren raufgedreht gehen, ob 3 Jahre Anciennität oder zu den Premier Examen d'Embauche gemacht beim Médecin du Travail, das von der Angestalt gibt über den Nebenstocker normalerweise geschickt, das sind noch nicht hingegangen. Die Neuangestellte gehen effektiv, alle Guten dahin. Das ist von den Dekonditionen erfüllt, das ist die 3 Jahre Anciennität oder den Examen d'Embauche, kann der Médecin du Travail saisiert gehen für ein Reclassement. Aber doch ganz neu dabei, also das hilft uns,
ganz stark an dieser Situation, als dass der Médecin du Travail auch recht hue neuerdings Wandgesetz durchgeht, recht kriegt, wir können ein Reklassement extern auch zu machen. Das heißt, von dem feststellt, dass der nimi könnt an ihrem Job schaffen, ja, man dann kann dezidieren, also ich meine Reklassement extern für ein bisschen zu mauern anhand von einem Beispiel, eine Fassade, die mit den Schülern operiert gehen, an den meistens die Operationen nicht die beste sind, meistens dann an der Situation ist, dass den Mann der Maximum op Techt von den Schülern opkriegt. Die können der schwer op nicht vor das setzen, also du musst opklammen respektiv, du musst wen Kornisch machen gehen. Natürlich kannst du auch so mit meiner Klasse, da möchte du den ähnlichen Teil von der Fassade. Naja, so eng Person kannst du dann nicht vielleicht am Betrieb vom Fassade erstellen, mit die kennt dann andere Klassement extern kommen, für dann an den Genuss zu kommen, dem Moment von der Indemnität des Chômage bis vielleicht auf dem anderen Punkt von der Indemnität professionell datant. Ich meine, dass das ein großer Schritt noch fairer sein könnte, sicherlich die Salarien zu gut. Ein zweites Problem, das wir hier invokiert und wie oft darüber invokiert, und ich gehe darauf sind, dem Nora für den Moment, als die von der Indemnité compensatoire. Was ist die Indemnité compensatoire? Ja, das, wenn ein Reklassement intern stattfindet, das heißt, am Betrieb gehen die Leute reklassiert, das wird aber festgestellt, die können nur just nach 50% schaffen. Das heißt, ihr kriegt dann 50% Arbeitszeit, das heißt, ihr geht just nach halb schaffen, und da kriegt dann von der Kommission Mixte eine Indemnité compensatoire, die äquivalent ist zu den 50%, die verloren. Die kriegen dann noch vom Fonds de l'Emploi am Endeffekt bezahlt. Für das aktuelle Situation davon ist ganz einfach, wie das die Indemnité compensatoire berechnet wird, ob das Jahr für Reklassement intern, aber ja, wenn das Salär aktuellement an die Luft geht, dann geht die andere Seite Indemnité compensatoire rauf, weil der Chiffre de Referenz ist, den Jahresgehalt, wo ihn hat, für Reklassement. Feiert dort so, dass Nora hier mal gut verhandelt wird am FHL, am Spitalsektor, mit der Revalorisation von den Karrieren, an all die Leute, die am FHL arbeiten, während die am Reklassement intern sind, kriegen keine Augmentation des Salärs, außer den Index und ein Ajustement aktuellement. Sonst kriegen sie nichts dabei, weil der Salär an die Luft geht effektiv, der Patron bezahlt da mehr für die Haltschend, mehr auf der anderen Seite Indemnité compensatoire dann raufgeht, weil er immer auf dem Seuil muss bleiben. Oder ein anderes Beispiel an den Gemengen, wo man ein Prim vorhanden, ein Prim unique von 0,9%, die von 2013 und 2014 an die 2017 bezahlt ist, feiert dann noch dazu, dass die 0,9% Prim, die geht aufgerechnet auf der Indemnité compensatoire. Das heißt, die Leute, die am Reklassement intern sind an einem Betrieb, kriegen keine Erhöhungen außer den Index, respektive den Ajustement. Da sind wir auch gestern eins gehen, dass wir hier gehen, an am Prinzip den Indemnité compensatoire wird effektiv noch einmal berechnet, ob das Jahrgehalt für Reklassement intern, aber den Deal wird anders ausgedrückt geliert. Das heißt, den Deal bleibt immer stehen, aber den Deal vom Salär, der geht an die Luft. Das heißt, keine Konterpartie, außer bei den Überstunden, respektive Primen, Spezialen, die gehen an die Berechnung gesagt, das kriegt ihn dann aufgerechnet, weil im Prinzip in den am Reklassement soll keine Überstunden muss machen. Das hängt auch von seinen Restriktionen, die er hat. Mit dem größten Prinzip ist die vom GEL, von der Indemnité compensatoire, und auf der anderen Seite kann der Salär abgehen. Und werde so sein, der Minister sagen aus, wenn es stattfindet, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann wird es so sein, dass die Leute, die zum Beispiel die Revalorisation kriegen, dann ab dem Moment die Revalorisation dabei gerechnet, kriegen natürlich nicht Retroaktivitäten, leider nicht, aber ab dem Moment gibt es Revalorisationen umgerechnet. Ich gehe im Moment nur fort und da fahre ich nur nach weiter.
Ja, das kann ich meinen. Du hast alles gesagt, das ist eine Situation, die am Jatzischen Gesetz von 2016 schlecht ist und ungerecht war. Weil das eigentlich für alle Sektoren übergreifend, das gilt für jeden. Wenn etwas geschieht auf einer Pai, wenn dein Pai nach Heischung gehen hast, über den Kollektivvertrag oder du, wo kein Kollektivvertrag ist, auch am Betrieb, etwas geschieht ist, Pai nach Heisch gesehen, hat Person dat op dem Deel vum Patron beikrit, men net dat op dem Deel vun dem Analité kompensatoire iwwer van l'emploi wäschkoll krit. An den as nie an de Genuss kom vun irgenswelschen Augmentation salarialen, die passéiert sinn. Mir als Syndikat Santé sind do lo e krass Beispiel gewircht. Das aber klassisch fir ze beweise, wat do passiert. Dat sie Leiit an de Spideler dann lo hat fir de Sektor, den Vergelsektor, die schaffener Gesundheitsberufer sind dann noch exposiert für ein Risiko, dass sie körperlich aber schwer Arbeiten machen, an meinem Alter krank gehen und nicht mehr können den Job als Firma als Pflegeberuf machen. Kommen dann Rücklassement intern, haben aber den Beruf gelehrt und den Beruf an dem Beruf geschafft. Und du passiert etwas an dem Kollektivvertrag, was eigentlich schon lange hat müssen passieren, aber genau für die Berufe ist. Die Berufe, und das wissen das Thema kennt, da waren wir ja lange am Gangen, und die Kollektivvertragsaufschluss letztes Jahr gekriegt. Die Berufe sind abgewehrt gehen, so wie hin das eigentlich schon lange zugestanden haben. Und sie haben das unerkannt gekriegt, was sie in Ausbildung haben, was sie eigentlich leisten an einem Spitalsektor. Die Leute, die haben dazu kontribuiert, die sind eigentlich auch matt ein Teil davon, dass das passieren kann. Die haben an dem Beruf geschafft, die haben die gelehrt, die haben matt gestritten, für dass es dazu kommt. Und du könnt die Abwertung an sie gar nicht davon kriegen. Und sie haben auf der anderen Seite, wenn auf der anderen die kompensatoire Waschkrieg. Das hat natürlich leider am Pflege- und Gesundheitssektor Rose gemäht. Die haben uns auch da mandatiert zu intervenieren. Wir sind da hatte man zwei Interviews mit dem Arbeitsminister zu dem Thema, den effektiv immer gesagt hat, ich gesehen da dann, da ist eine Diskrimination und ich versichere noch da einen Punkt vom Gesetz ab, es droht zu ändern. Wir hatten die Lage im Oktober, wir hatten noch da der Presse, wir hatten eine Kommuniqué gemäht, wo man gesagt haben, die Leute aus dem Gesundheits- und Pflegesektor sind diskriminiert, dann die sind beunruhigt, dann der Minister hat ein Engagement gehen, dass er das über die Reform vom Gesetz klären, und ihnen die Rechnung dreht, hin hat sich auch engagiert, hin hat auch gesagt, das stimmt dazu, ich fand das nicht richtig und ich will, dass das ändert. Und dann ist aber nichts mehr passiert. Also, der Carlos hat gesagt, wir sind aber lang an dem Thema am Gangen, und wir haben noch viele Gespräche geführt und viel als Position durchgelöst, der kann doch als Meinungen dazu. Und wir haben gemerkt, geschieht nicht, wenn Lohn nicht sehr geschieht, wenn Lohn nicht legiferiert wird, dann ist es zu spät, und dann ist es in der nächsten Regierung. Und wir kriegen aber auch ein Versprechen von einem Minister. Und dafür haben wir Decision geholt, dass wir nicht eine große Gewerkschaftsaktion, wir wollten keine Money für machen oder so, wir wollten den Minister aber noch einmal darauf hinweisen, halt, pass auf, das leitet nach unten. Und wir haben eine kleine Aktion in dem Sinn gestartet, dass wir einen Brief formuliert haben, wo Leute, die am Reklassement sind, und den Minister adressieren und so Herr Minister lauscht, das sind an einem Reklassement, ich sehe aber Pflegeberufler und ich schon die Abwertung verdient, und ich kriege die aber nicht, und das ist nicht richtig. An den Nummer über die Personaldelegation an die Spitäler verteilt, und das hat eine Bombe Success. Wir hatten noch nicht damit gerechnet, guckt, was wir da rumgekriegt haben, über 350 Briefe. Sie nicht so viele Leute am Reklassement, da sehen wir, dass wirklich ein großer Teil von den Leuten, die an der Situation sind, teilgeholt haben, und die haben das nice oder die Delegationen adressiert, die haben das gesammelt, und wir haben das an den Minister gekriegt, die überreicht. Und weiß, dass du eben die Probleme existieren, dann hat immer versprochen, gibt der anderen, und dafür sind wir auch ganz froh, gestern an der Interview und an den Gesprächen, dass wenn es so geht, wenn das alles so weitergeht und durchgeht, wie wir hoffen, dass die Probleme gelöst wird. Das wäre für den Sektor, mehr für alle Guten, schaffen leider eigentlich ein wirklicher Progress auf dem Punkt vom Gesetz, was da aber diskriminatorisch war. Ja, ein anderes Thema, so ist da ein Patrons von, wo ich nie verstanden für wer das Patron für ein Gesetz von 2016 sich nicht dagegen revoltiert hat, als das Gesetz von 2016 festgehalten wird, dass all Betrieb ab 25 Salarien muss
prioritärement ein Reklassement intern. Da kennt ihr zu feiern, rein theoretisch, dass der Betrieb im höchsten Niveau falschen Personen reklassieren sind. Und du hast aber eng Solution op den Tisch kommt, dat Stadtgesetz 4 von 2016, dat huet Quoten vier gesehen, und zwar Quoten von Travailleurs handicapés, die am Gesetz schon lang drauf fixiert sind. Und die Quoten, die gehen nur en vigueur gesagt, für dann dementsprechend durch so Situationen an der Zukunft zu verhindern. Auch die Leute, die bei den Center 2016 ein gravante Problem war, sind die Leute, die an einer Invalidepension sind. Und sie kriegen die Invalidepension entzogen, weil sie unter hier Kapazitäten rekuperiert haben, anderen können arbeiten gehen. Dort an den Kontrollmedikaler selber der Meinung, dass die Person vielleicht aber nicht den allen Job kann machen, man kann unter einen anderen Job machen. Da war es so, dass die ganze Zeit geguckt ist, man während der Invalidität hatten du effektiv 3 Jahre Ancienneté und hatten effektiv das Premier Examen d'Embauche gemacht. Wir haben immer verteidigt, wir haben immer gesagt, das kann nicht sein, weil derzeit effektiv die Leute, meistens sind sie nicht durch die Examen d'Embauche gegangen, weil du eine Pénurie von Arbeitsstock besteht, die nach Haut besteht. Zweitens war das ein bisschen ziemlich schlicht gehandhabt, dass es, obwohl das am Gesetzrastung mir dann der Realität nicht gemerkt ist. Und da ist es geschieht 2016, dass ganz viele Leute gestraft sind. Und zwar, weil sie dann als irrecevable oder anders erklärt gehen, weil sie die Kondition von 3 Jahren Ancienneté, respektive de Premier Examen d'Embauche bei der Medizin du Travail, nicht hatten und dadurch dann noch kein Klassement dem Moment krit hun. Danach 2 Punkte, die aber gerade so positiv sind. Den einen ist d'indemnité professionnelle d'attente, aus der Fall schon erklärt, und die 2016 angefordert gehen, die am Prinzip nur den 24 Monaten Chômage kriegen dann die Indemnité professionnelle d'attente, die äquivalent ist zu der Indemnité de Chômage. Das war die große Änderung 2016. 2016 mit den Indemnité d'attente krit, und die war äquivalent zu der Invalidepension. Erinnert ihr euch daran, dass wir also Gebärl auf Tropie gewesen, hauptsächlich bei den Leuten, die eine Karriere mixt hatten, die am Ausland geschafft und nachher zu Lützburg auch geschafft und aber nicht lange genug heil waren, dann haben sie ein Rentkrit oder ein Pensionkrit oder eine Indemnité d'attente krit von 500, 600 € de Monat, dann haben sie müssen dummer devaluieren. 2016 haben wir die ITPA oder die Indemnité professionnelle d'attente durchgesetzt, war aber ein Problem dabei. Und zwar dass sie muss 10 Jahre Ancienneté haben, wir können die IPA zu kreieren, die Indemnité professionnelle d'attente, an die als Ruf gedreht gehen an der Proposition auf 5 Jahre Ancienneté am Betrieb, was ein grosser Schritt ist. Noch fair ist an der letzte Punkt, den uns viel Kapzerbrechen an der Praxis möchte, als den, dass von den Reklassement intern möchte und den eine Reduktion du temps de travail, dann muss in den Avenant zum Arbeitsvertrag unterschreiben. Wie das Revolution gemerkt, ich habe geguckt, nur einem Jahr oder noch 2 Jahre geguckt, wird die Person nicht durch Zufall alles rekuperiert. Und wenn du festgestellt wird, dass er zu 100% ersatzfähig ist, dann geht der Reklassement intern entzogen mit einem Präavis von 6 Monaten, dann sind nur kleine Details. Mit nur den 6 Monaten sind sie dann zurück an den Betrieb gegangen und gesagt, ich fange an mit Fulltimer und schaffen. Und der Partner gesagt, nein, wir sind noch einer Schrift von 50% Arbeitszeit. Also sind nicht responsabel für die anderen 50%, da musst du gucken, wie es der Einzige ist. Und du mal gestern auf den Minister angewirkt, für zu sagen, wir müssen eine Lösung am Droit du Travail finden, dass die Reduktion des temps de travail en Kombination steht mit der Decision von der Kommission mixte. Voilà, das sind ob sich schon nach paar Details nicht abgezählt, weil die mussten noch weiter diskutiert gehen. Auf jeden Fall also das so, dass der Minister wird noch mit einer Partnerin diskutieren. Für uns mengen wir, dass es dann die richtige Richtung geht, auf jeden Fall im Interesse vom Salariat. Dann also Palum Minister, auf gut Lützeburg zu sagen, dass ein endgültiges Gas gibt, für das den gesamten Projekt de loi nach 4 de Wahltermine durch die Chamber gif goen, weil das wirklich am Interesse vom Salariat wird.